Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, im Taktikfuchs zeige ich euch, wie ich die Mannschaft ins Rennen schicken würde. Sage euch meinen Tipp und meine Einschätzung zum Spiel. Und bevor wir da reingehen, natürlich wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Ja, meine Einschätzung zum Spiel, 21. Bundesligaspieltag, ich glaube, oder? Zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Ja, die in der Rückrunde jedes Spiel gewonnen haben. Hm, wo auch namhafte Gegner dabei waren, Leverkusen, Frankfurt und sowas. Ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall der richtige Gegner zur richtigen Zeit so, ja, um mal wieder zu gucken, auf welchem Level sind wir jetzt wirklich nach den letzten Spielen. Ich habe es schon gesagt im Stream. Ich denke, die letzten Spiele kann man damit erklären, dass man direkt nach der Rückrundenstart, ich meine, 'ne wirkliche Pause war das ja auch nicht, eine Woche da mal ein bisschen durchschnaufen, direkt, 7 Spiele in 21 Tagen hatte. Das zehrt natürlich. So, wir hatten jetzt 8 Tage Zeit, ja, oder haben 8 Tage Zeit, bis Sonntag ist, das Spiel stattfindet. Ähm, ja, und dann werden wir sehen. Ich denke, das ist ein Gradmesser. Also, Hoffenheim wird mit einer Menge Selbstvertrauen auflaufen, auch nach unseren letzten Ergebnissen, denke ich. Ähm, ich denke, wir werden 'n bisschen was zu tun kriegen in der Abwehr. Auch das sollte klar sein und ja, es wird 'n schwieriges Spiel, ja. Mein Tipp ist 3:2. Hm, ich kann zu Hause einfach kein Unentschieden tippen. Auswärts kann man ja schon mal 'n Unentschieden tippen so. Zu Hause, ja, sorry, zu Hause, du musst heimstark sein. Jo, waren wir jetzt gegen Augsburg auch nicht, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ja, wir haben 6 Punkte vor. Nach dem Spiel können wir mehr sagen, wa? Entweder schmilzt es. Ja, ich meine, Dortmund muss auch erst mal gewinnen. Die spielen in Wolfsburg, aber ist jetzt nicht der riesige Gradmesser. Aber ja, dann kann es spannend werden so, ja? Ich meine, 6 Punkte ist jetzt nicht die Welt. So, wir spielen noch mal gegeneinander auf jeden Fall auch Ende des Monats. Also, alles ist möglich, ja? Du musst jetzt wieder ergebnistechnisch 'n Statement setzen, so. Du musst das Spiel gewinnen, ne? Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingt. Es wird nicht einfach werden. Man sollte den Gegner nicht unterschätzen. Die sind, glaube ich, sogar Zweiter auch in der Auswärtstabelle. Erst ein Spiel auswärts verloren. Also 'n Selbstläufer wird das definitiv nicht. So, ja. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, ey. Ich kann's Es ist schwierig einzuschätzen gerade, ja. Wie gesagt, so 'n Momentum, so 'n Lauf, den Hoffenheim hat, ja, das setzt natürlich auch Kräfte frei und sattelfest waren wir bisher nicht in der Abwehrreihe. Das lag in erster Linie an unseren Außenverteidigern und an unseren defensiven Mittelfeldspielern. Das gilt es besser zu machen gegen diese Mannschaft auf jeden Fall. Und ja, wie ich das angehen würde, schauen wir uns jetzt meine Aufstellung an. Ja, wir fangen mit dem Tor an. Ja, im Tor haben wir natürlich den Luxus eines Urbich und Neuers. Ja, ich werde nur ich wie gesagt, für mich gehört 'n Urbich in der Rückrunde ins Tor. Ähm, Manuel Neuer sollte sich langsam mal äußern, was jetzt Phase ist zukunftsmäßig. Und ja, nochmal, man muss 'n Urbich jetzt halt einfach mal ranführen, ja? Man kann nicht sagen, so 'n Manuel Neuer hört auf und dann stellen wir nächstes Jahr einfach 'n Urbich da rein. Also, der sollte jetzt schon mal auch, 'ne gewisse Anzahl an Spiele kriegen und 'ne gewisse Anzahl an Rhythmus dann auch, um einfach auch mal zu sehen, wie ist er, wenn er wirklich öfter spielt und liefern muss, ja. Deswegen bei mir kommt 'n Urbich rein. Wird nicht passieren, Manuel Neuer wird auflaufen, brauchen wir uns nichts vormachen, es sei denn, er kränkelt oder sowas. Ja. Innenverteidigung würde ich natürlich, wie gesagt, wir können aus 'n Vollen schöpfen, ja, wenn keiner krank ist. Ähm, ja, wir haben dann 'ne englische Woche nach dem Spiel, weil das Pokalspiel ist von Leipzig, aber nochmal, das ist keine im Momentum der Bundesliga gerade keine Laufkundschaft, Hoffenheim, ja. Von daher sollte da schon das Beste, was möglich ist, aufm Platz stehen und von daher ist das Tah und Upamecano. So, Punkt. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, denke ich. Gut, Außenverteidiger, ja, rechte Seite ist für mich
Ganz klar Stunny. Da geht kein Weg dran vorbei. Linke Seite kann man ein bisschen diskutieren. Ich weiß nicht, wie fit Conny Leimer schon ist. Ja. Wenn Conny startklar ist, würde ich mit dem Conny auf links anfangen. Ich springe dann auch direkt mal einen nach vorne mit dem Luis Diaz auf seiner Seite. Auf der anderen Seite natürlich Michael. Über was reden wir? Ja, wollen wir nicht drüber diskutieren. Ja, Alphonso Davies hat mich persönlich jetzt nicht überzeugt, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn Conny fit ist, Conny hat bisher auf der Linksverteidiger-Posi war er sogar ein bisschen stärker wie auf der Rechtsverteidiger-Posi. Ich habe auch über Ito nachgedacht. Ja, wir könnten Ito nehmen. Wir könnten Kimmich ganz rausnehmen und Conny Leimer in die Zentrale stellen. Ja, ich glaube, das würde ich sogar machen, Alter. Komm. So. Mach gleich die Alternativen mit rein. Da haben wir ja einige. Ist ja alles nicht das Problemchen. Wobei ich Min-Jae Kim nicht hierhin mache. Also Jonathan Tah ist für mich der Spieler in der Abwehrreihe. Wenn, dann kommt Kim dahin. Ito könnte natürlich auch einer innen rücken, wenn irgendwas sein sollte. Das ist ja nicht das Problem. Rechts außen, Sascha Boe ist schon wieder verletzt. Haben wir natürlich die Alternative von Conny Leimer, der natürlich in der Zentrale anfangen würde bei mir. Joshua Kimmich haben wir gesehen, der ist defensiv halt gerade einfach, sorry, in der Verfassung, die ich gegen einen offensiv starken Gegner nicht fühle. Sage ich euch ganz ehrlich, Alter. Ja, und von daher wird bei mir auch nicht Kimmich in der Zentrale auflaufen. Dem würde ich einfach mal ein Päuschen gönnen. Ja, Päuschen bei 8 Tagen, die Pause war, aber einfach mal eine Pause aufgrund der Leistung, Alter. So, das gehört halt auch mal dazu. Ja. Natürlich haben wir die Alternativen. Mit dem Josh, mit dem Bischof, mit dem Leon Goretzka sogar auch noch, mit dem Rafa Guerrero. Also wir haben Option über Option über Option. Ja, also wir können alle Positionen hier doppelt besetzen. Das ist gar nicht das Problem. Vorne im Sturm natürlich Harry Kane, sofern er fit ist. Wenn er nicht fit ist, ja, muss ein Jackson dahin und dann muss ein Jackson seine Chance nutzen. Ganz einfach. Ich stelle die mal auf eine Höhe hier, auch wenn die ein bisschen. Ja, das wäre ja auch ein Wechselspiel, machen wir uns nichts vor. Ja. Gut, 10er-Position ist die einzige, die gerade ein bisschen verkannt ist. Da Lennart Karl nicht wirklich stark mit Harry Kane harmoniert, wie ich finde, wenn er auf der 10er-Position spielt und Musiala jetzt nochmal eine Woche hatte, wieder ein bisschen Erholung hatte, würde ich ruhig mit dem Jamal starten, es sei denn, dass die Belastung wäre jetzt so viel. Dann kannst du natürlich da auch mit dem Serge starten, den ich jetzt hier auch mal als Alternative eintrage. Und natürlich haben wir hier, auch wenn wir ihn schon ewig lange nicht mehr gesehen haben, den Wisdom Mike noch rumlaufen, ja. Und da sehen wir schon, dass jede Position doppelt besetzt ist. Ich könnte jetzt hier hinten sogar noch einen Goretzka eintragen. Und dann habe ich noch niemals einen Rafa Guerrero mit eingetragen, den wir auch noch haben. Ja. Also wir sehen, wenn die Leute alle wieder fit sind, dann sind genug Alternativen da. Ja. Also es wird nicht passieren, dass ein Joshua Kimmich draußen sitzt. So, ja. Ich persönlich würde ihm aufgrund der letzten Leistung diesen Denkzettel geben. Das wird nicht passieren. So, ja. Aber den braucht er mal, meiner Meinung nach. Einfach mal und nicht sagen, oh ja, weil Fitness, nee, einfach mal, weil die Leistung nicht gut war. Punkt. Ja, das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich mag einen Kimmich, aber was er defensiv gerade leistet, ob es auf der Rechtsverteidigerposition war, ob es in der Zentrale ist eine Frechheit. So, Punkt. Und das kannst du dir gegen Hoffenheim nicht erlauben. Das ist mein Take. Ja, wir können natürlich darüber diskutieren. Kimmich ist natürlich dafür da, ein bisschen eine Stabilität reinzubringen, was die Ordnung auf dem Feld angeht, nicht defensiv, ja, nicht falsch verstehen.
Aber wenn Harry Kane und Jamal Musiala da sind und Pavlovic, der den Part in den letzten Spielen auch ein bisschen besser gespielt hat, fand ich, sich ein bisschen emanzipiert hat von Kimmich, ähm, ja, ist das schon gut. Und ihr seht, Option, wenn einer nicht liefert, no problem, ne? Du hast Alternativen, bis der Arzt kommt. Du hast einen Nenny, den du reinwerfen kannst, du hast einen Serge, du hast einen Tom Bischoff für die Kreativität aus der 2. Reihe. Du hast einen Josua Kimmich dann, ja, der gerne in der 60. kommen kann, wenn Conny Leimer sich ausgepumpt hat und nicht mehr kann irgendwie. Immer unter der Prämisse, dass Conny natürlich fit ist. Ansonsten würde ich einen Bischof neben Pavlovic stellen. Ähm, ja, das hat letztes Mal nicht so gut funktioniert, das ist vollkommen richtig, aber Tom hat dann auch ein überragendes Spiel gemacht als rechter Verteidiger, hat 'ne überragende Form gehabt. Ist dann wieder rausrotiert aus dieser Mannschaft, ja, was ich wieder sehr schwierig fand. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die Aufstellung. Die wird nicht nur annähernd so aussehen, wie ich sie aufgestellt habe. Ja. Das wäre meine Aufstellung. Wovon gehe ich aus? Ich gehe von Neuer aus, von Tah, von Upper, von Stunny oder Conny rechts. Links wird ein Davis auflaufen. Diaz, Olise, No-Brainer. Harry Kane auch No-Brainer, wenn er denn fit ist. Auf der 10 kann ich mir schon vorstellen, dass er Musiala bringt von Anfang an und ihn dann vielleicht eher rausnimmt. Kann aber auch sein, dass ein Lenny oder ein Serge auflaufen. Wenn er wieder ganz wild unterwegs ist, kann auch sein, dass ein Guerrero da aufläuft. Und in der Zentrale werden wir sehr wahrscheinlich Pavlo und Josh sehen. Ja, darauf wird es hinauslaufen, denke ich. Gut, Leute. 3:2 mein Tipp, das ist meine Aufstellung. Ich wünsche euch ein super duper Wochenende. Hoffentlich mit einem schönen Spiel am Sonntag. Und ja, Dortmund spielt sogar vor uns. Das heißt, wenn Dortmund gewinnt, wären es nur noch 3 Punkte. Das ist natürlich dann auch nochmal ein kleiner Druck. Ich bin gespannt. Ja, es ist gerade eine Phase, zumindest wenn Dortmund gewinnen sollte, wo es dann interessant ist, wo der FC Bayern dann endlich in der Bundesliga mal wieder liefern muss. Ja, und das gegen 'n Gegner, der gerade das Momentum auf seiner Seite hat. Könnte interessant werden. Rot-weiße Grüße.